Spannend geht es weiter, Freunde. Hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards im Kampf gegen den nächsten Trendsetter, der ein Toon-Deck besitzt. Und ja, ob wir jetzt angreifen können oder ob er uns aufhalten wird, das wird eine spannende Frage werden. Also dann, Goju Wächter, greife sein Monster, die Toon-Goblin-Angriffstruppe an. Juhu! Das war irgendwie ja klar. Mal ganz kurz, ist es nur dafür. Okay, kein Kampfschaden, kein Problem. Null Problemo! Trotzdem wird zerstört und auf unsere Seite des Felds gebracht. Willkommen, ihr mächtigen Toon-Angriffs-Goblin-Truppen, wie auch immer. Und nun Geire des dunklen Windes vernichte sein Monster. Sein letztes wohlgemerkt. Der Toon-maskierte Hexenmeister. Tja, nun aber noch zwei nette Karten. Und beende meinen Zug. Stufe 4, was? Okay. Ich würde am liebsten zurückholen, wenn es nur so einfach wäre. Tu ihn als Verzeichnis. Oh. Oh. Okay. Nicht schlecht gespielt. Übrigens, Freunde, könnt ihr mit Inhaltsverzeichnis könnt ihr auch ein cooles Executor-Deck bauen. Geht auch. Hat man früher sogar oft noch gemacht, ey. Exodia-Decks mit Inhaltsverzeichnis, nur um schnell an Karten zu kommen. Tja. Was es alles gibt, was? Das Toon-Magier-Mädchen, jemand. Oh. Muss ich ihn direkt angreifen? Das geht erst im nächsten Spielzug oder so. Der hat nochmal Schwein gehabt, Freunde. Das Problem ist, Toon-Monster können direkt den Gegner angreifen, wenn ich kein Toon-Monster auf dem Feld habe. Und das natürlich hatte, konnte natürlich nicht. Okay. Ziehen wir mal nochmal. Das Problem ist, ich kann doch gar nicht angreifen, oder? Doch, scheint doch... seltsam, dass irgendwie kein Toon-Monster kann vernichten. Dann war das wohl mal in einem anderen Fall. Egal. Goju Wächter, vernichte es ein schwarzes Toon-Magier-Mädchen. Und hole es auf unsere Seite des Spielfelds. Oh. Was stimmt, er kann nur Spezialbeschwörung beschworen werden, wenn sich ein anderes Toon-Monster irgendwie so opfert. Na egal. Geire des dunklen Windes vernichte sein letztes Monster, was irgendwie Toon sein wird. Kanonensoldat, genau. Tja, Freunde, jetzt bist du schutzlos. Wenn halt mein Zug. Und warte ab, was er jetzt macht. Die olle Metallfresse. Na, was willst du tun? Ziemlich mies. Vor allem für dich mies. Jetzt ziehe ich mal wieder. Riesentruhnade. Sehr gut, sehr gut. Auch mal auf der Hinterhand. Einen Friedhof hinzu kann ich machen. Ich kann ja 2 Karten abwerfen, um die zu aktivieren. Das gerade zurückzuholen. Kriegermonster zurückzurufen und dann irgendwie eine total geile Beschwörung zu machen und so. Aber egal. Das alles erstmal für später. Jetzt wird es Zeit für unsere Kriegermonster. Gaia, greif an mit Speerstoß, genau. Was zum Henker war das denn? Glaubst du, du könntest mich schlagen? Natürlich kann ich das. Goju Wächter! Zeig ihm, wie ernst ich es meine. Oh Mann. Meine Schaltkreise melden Schmerz, Schmerz, Schmerz. Tja, bist ja selber schuld, Kumpel. Hat dir keiner gesagt, dass du dich unbedingt mit mir anlegen musst. Keine Chance hat der jetzt noch. Was will ich jetzt noch machen, ganz ehrlich? Er kann nichts mehr tun, außer zu weinen. Nichts mehr. Gar nichts mehr, um jetzt zu gucken, wie ich geile Synchrobeschwörungen durchführe. Also jetzt spiele ich Riesentruhnade und schicke alle Karten zurück auf unsere Hände.
Sehr schön. Dann spiele ich die Zauberkarte Magische Steinausgrabung. Werfe dazu erstmal 2 Karten ab. Und wähle eine neue Zauberkarte. Und zwar... Ne, komm, die hier. Und wähle freundliche Wohltat. Sehr schön. Nun aktiviere ich die Zauberkarte Freundliche Wohltat und ziehe 3 neue Karten aus meinem Deck. Sehr schön. Und werfe nun 2 wieder ab. Okay, normal. Dann spiele ich zum Schluss noch die Zauberkarte Rückkehr des Kriegers. Und hole. Der wäre ein bisschen doof. Warte, Stufe 3. Wobei die eigentlich alle auch. Also von dem her spielt es gar keine Rolle mehr. Das hat irgendwie ein bisschen anders geplant, aber spielt keine Rolle. Stufenkrieger, sehr schön. Nun rufe ich den blöden Captain im Angriffsmodus. Und zusätzlich dazu natürlich auch noch ein neues oder ein weiteres Monster. Und zwar Krebons im Angriffsmodus. Es wird Zeit, das Duell zu beenden mit einem mächtigen Fausthieb meines stärksten Monsters, des kolossalen Kämpfers. Synchrobeschwörung! Zeige dich, mein mächtiges Monster! Sehr schön. Und nun wird es Zeit, das Duell ein für einmal zu beenden. Oder Schrotthaufen. Kolossaler Kämpfer. Direkter Angriff. Mächtiger Fausthieb. Oh nein, er hat mich geschlagen. Dieser Duellant ist viel zu stark. Du. Und so viel zu einem ach so mächtigen Thun-Monster. Yeah, man! Geil. Das war's schon, wa? Ein Trend sind dahin, bleibt nur noch einer. Ich kann mal gucken, was wir werfen jetzt auf 4 EP. Meine Güte. Von mir aus. Trend Level 16, mystische Einschätzung. Ich bin ein nächster Gegner, Duellant. Von mir aus und wieder mal gewonnen. Schere, Stein, Papier. Und Zeit für ein Duell. Du wirst untergehen. Ja, das muss ich mir erstmal beweisen. Oh, 5 kann zu viel hat auf der Hand. Ey, auf der Hand vor allem. Im Deck natürlich. Okay. Ah, der ist jetzt eine Karte verdeckt. Und ruft den blöden Captain im Angriffsmodus. Und dank dessen Effekt kann ich ein weiteres maximal Level 4 Monster meiner Hand aufs Feld rufen. Und ich wähle Krebons. Nun dann. Es wird Zeit für die nächste Synchrobeschwörung. Und zwar stimme ich Krebons auf den blöden Captain ein und rufe den magischen Androiden im Angriffsmodus. Der mir ein paar zusätzliche Angriffspunkte bescheren wird. Tja. Da guckst du doof, was? Tada! 600 mehr Punkte. Ist das geil oder ist das fett? Komm doch erstmal daran vorbei. Du weißt aber schon, dass ich ein Lichtmonster auf dem Feld habe, ja? Also manchmal sind die schon echt zu dämlich. Oh. Der gar nichts auf der Hand. Ta. So schnell kann es gehen. Möbius, alles klar. Oh, alle Lieferpflichtete. Der Lieferpflichtete. Ach du Scheiße, lieber schnell beenden. Bevor da noch irgendwie großen Ärger bekommen. Was? So, dann wird es mal Zeit. Magischer Android. Direkter Angriff. Auf seine Lebenspunkte. Sie Stab des Lichtes. Der hat nicht unbedingt so viel drauf, wa? Na egal. Damit ist mein Zug beendet. Fürs Erste.
Und es gibt schön weitere Lebenspunkte. Ach ja. Es wird immer schwieriger für ihn. Noch eine Karte verdeckt wie lahmarschig. Tja, sehe ich mal wieder. Gerümpelsynchronisierer. Ganz geil. Vor allem, wenn ich ihn zurückhole auf dem Friedhof, kann er bereits einen Stufe 6 Monster rufen. Ich spiele erstmal die Zauberkarte Freundliche Wohltat. Behalte ich mal als sicherheitshalber noch. Einfach mal diese 2 Karten hier ab. Und greife ich wieder direkt an, und zwar mit meinem magischen Androiden. Angriff mit Psystab des Lichtes. Das wirst du mir büßen, du Land. Du hast keine Chance gegen mein Lichtverpflichtet-Deck. Oh je, der und seine Monster, die ja so verpflichtet sind, was? Tja, jetzt noch eine Karte verdeckt. Und beende meinen Zug. Oh Mann, du. Keine Chance hatte er. Und weitere 600 Lebenspunkte für uns. Wir haben bald schon die 10.000 Marke geknackt. Das ist echt übel, Mann. Angriff für Lichtmonster. Oh. Oh. Der Jäger. Ist sicher Ben Jäger, wa? Okay, ich wünsche, ich habe meinen Schildstoß behalten. Das wäre vermutlich drüber gewesen. Tja, ist leider im Nachhinein immer. Der Zombie, auch nicht schlecht. Okidoki. Was mache ich jetzt da am besten? Was wäre jetzt hier eine gute Strategie? Opfern von Level 7 Monster? Nee, mache doch lieber ganz anders, indem ich den magischen Androiden auf sein Monster hetze. Psystab des Lichtes. Och nö. Also das war jetzt ein bisschen sehr fies. Tja, von mir aus kommen, wenn du nicht so haben willst. Mann, oh Mann. So, die Karte aktivieren ein bisschen später. Wir setzen noch Monster in Verteidigungsmodus und beende mal meinen Zug. Also wenn der jetzt echt meint, der mich bereits eng getrieben, dann kennt er mich aber sehr schlecht. Kann es sein, dass der noch eine üble Kombo für uns drauf hat? Also wenn ja, dann würde ich ja Schlimmes. Los, Mann, greif an. Tja, soll ich oder soll ich nicht? Am Friedhof. Nee, weißt du was, damit warte ich noch. Und das ist eh viel zu schwach für uns. So, Mann, jetzt ist mal Zeit, neue Karten zu ziehen, weitere abzulegen. Spüre die Macht meines Decks mit meinem lichtverpflichtenden Säbel. Jetzt wird's ganz übel für dich. Oh, ja, das wird langsam auch. $200 bloß, was? Da wirst du dich aber schön umgucken. Alter, was aktiviert denn der für Kombos hier? Und hier kommt der süße kleine Wuffi. Toll, neu gemischelt, toll. Ist ja schön, was der da treibt. Ist ja ganz schön. Seichtes Grab. Nee, momentan noch nicht. Als erstes spiele ich finstere Abstimmung. Und rufe meinen Android vom Friedhof zurück aufs Feld. So, nun aktiviert die besondere Fähigkeit meines
Und wenn ich eine Karte zurücklege, kann ich ihn zurück aufs Feld rufen. Tja, da staunst du, was? So schnell kann's gehen, Kumpel. So schnell kann's gehen. Und nun rufe ich, indem ich die beiden synchronisiere miteinander, ein neues Synchromonster. Und zwar den schwarzen Rosendrachen im Angriffsmodus. Das Monster einer Vernichtung. Nicht Verpflichtung, sondern Vernichtung. Ja, Mann. Verpflichtung, Vernichtung, ist sowieso das fast das gleiche. Und nun aktiviere seine besondere Fähigkeit. Und vernichte alle Karten auf dem Feld. Autsch! Okay, was ist gerade passiert? Kann das wenn wir stattdessen zwei. Ah! Jetzt hat er gerade wieder verstanden. Hat gerade, hey, wieso ist plötzlich die Zählermark runtergegangen? So ist das ja. Gut. Stört mich aber relativ wenig, wenn er mal eher sein soll. Denn nun spiele ich die Rückkehr des Kriegers. Und kann damit einen alten Freund zurückholen, den er ungern verabschiedet hat. Nämlich unseren guten alten Kumpel, den Captain. Sehr schön, dann rufen wir mal den Captain wieder mal. Zurück aufs Feld. Und dank seiner besonderen Fähigkeit kommt ein weiteres Monster zurück. Unser guter alter Gerümpelsynchronisierer. Servus Kumpel, na wie geht's denn so? Bin bereit, alles klar. Du SpongeBob-Verschnitt und zwar für unseren noch besseren Kumpel, den Gojo-Wächter. Seid bereit für eine Synchrobeschwörung der Extraklasse. Willkommen, alter Freund. Juhu. Nun denn, es wird Zeit. Gojo-Wächter, direkter Angriff auf seine Lebenspunkte. Juhu! Ach, ich den Angriff liebe, hey. Oh nein, ich bin verloren, das gibt's nicht. Aber ich habe noch ein paar Punkte übrig, du wirst mich niemals schlagen, Kleiner. Das werden wir noch sehen, Alter, das werden wir noch sehen. So, Zug beendet. Zeig doch mal, was du darauf kontern willst. Mein Zug. Ich spiele Topf der Trägheit. Nein, die war auch unbedingt. Die Karte ist so geil, ey. Nimmst einfach mal 5 Karten Friedhof zurück ins Deck und misch es dann und ziehst 2 neue Karten. Was für eine Traumkarte. Ich finde sogar besser als Topf der Gier. Also, teilweise, natürlich. Das gibt's nicht, der ausgerechnet jetzt die Lichtschwerter. Okay, der Kleine ist besser als er dachte. Tja, was mache ich jetzt da? Ich muss leider aussetzen, damit ich ein starkes Monster irgendwie zurückholen könnte. Nee, ja weniger. Oh. Das könnte übel werden. Tja. Damit mal leider notgedrungen meinen Zug. Muss ich leider beenden. Was hat der nur vor? Will er wieder seine Kombi spielen? Zweites Monster verdeckt. Nächste Karte verdeckt gespielt. Dein Zug. Komm schon, ich hatte genau die passende Zauberkarte im Deck. Muss ich noch ziehen? Ihr wisst, welche das ich meine. Nein, nicht die. Sowieso ein Monster. Okay, meine Lebenspunkte müssen zu beschützen. Setze ein Monster in den Verteidigungsmodus und beende meinen Zug. Wieder einmal. Komm schon, Wellenbewegungsdiffusion. Komm schon. Nächsten Zug muss ich unbedingt ziehen. Dann könnt ihr das Duell beenden und zwar so auf die Schnelle. Das ist der älteste Trick der Welt, nur um die Lichtschwert zu erhalten. Ja, ist schon klar. Ist klar, Alter. Welcher das Licht aktiviert. Ein ganz cooler Zug, wa? Du hast ja keine Chance gegen mich. Lichtschwert zeigt ein verdecktes Monster sofort. Tja, hier hast du's. Meine Güte. 2 Karten verdeckt. Was willst du jetzt tun? Tja, erstmal ziehen. Was noch sonst? Ich muss ein bisschen aus der Reserve locken. So.
Jetzt haben wir eine Karte verdeckt und beenden meinen Zug wieder mal. Verdammt nochmal, auch die Weltbewegungsdiffusion. Der olle Schrotthafen spielt doch nur auf Zeit. Meine Güte, neu verdeckte Karten überall, wie sollen da noch durchkommen? Ich muss alle Karten loswerden mit einem einzigen Schlag. Ich beende meinen Zug wieder einmal. Lang hat er eh nicht mehr. Jetzt wird's ja übel. Ja, gebe ich mir mal den. Okay, was machst du nun? Vernichte sein Monster. Also übrigens 2 Monster, das wird nicht verwirrt sein. Das kannst du dir abschminken. Ich aktiviere die Fallenkarte Eisenschrotvogelscheuche. Um den Angriff zu parieren. Nicht schlecht, Mann, das bringt nichts. Deine Karte muss weg. Tja, dafür verlierst du leider 3 wertvolle Karten. Und darauf verliere ich natürlich auch nachher. So, schön durchmischen. Wobei, es kann natürlich auch ganz hilfreich sein, wenn ich dann die Karte habe. Gut, dann mal diese Karte noch verdeckt. Und switche mit einem Schirr, dem lichtlichen Geist, wie auch immer, in den Verteidigungsmodus und beende meinen Zug wieder einmal, schon wieder. Gut, ich kann meinen Home weg haben. Ich brauche doch andere Karten. Komm schon, jetzt Karten, komm schon, ich weiß, dass die Karte irgendwo ist. Irgendwo liegt sie doch. Zug beendet. Was wirst du tun? Der war mich halt auch. Nur 3 Karten weg. Alter, bleibt keine Karten mehr. Was war denn der bloß? Gute Frage, nächste Frage. Was ziehe ich wohl? Neue Rüstung, das bringt mir alles nichts. Alles ein bisschen doof. So. Und beende meinen Zug. Komm schon, Diffusionswelle, wo bist du denn? Ich brauch dich. Immer noch nicht dabei, hey, wo steckt die denn bloß? Nun greife dich an. Direkter Angriff, los. Ich glaube eher weniger Kumpel. Sakura zur Rüstung, vernichte ihr Monster. Natürlich seins, also S-Monster ist ja ein... Maschine ist ja egal. Das war ein Fehler, Kumpel. Ich setze eine neue Karte verdeckt. Oh Mann, wenn es weitergeht, ist es echt ein lahmarschiges Duell. Hey, meine Fresse. Entziehe ich mal wieder. Noch ein Ritter, ist ja toll. Nee, weiß mal lieber so. Ist, glaube ich, ein bisschen klüger. Und jetzt dafür ein neues Monster verdeckt. Im Verteidigungsmodus. Ja. Und beende mal den Zug. Wo sind meine Zauberkarten, verdammt? Okay, weiter Karten weg. Komm schon, muss langsam mal kommen, die Karte. Setze ein weiteres Monster im Verteidigungsmodus. Und beende meinen Zug. Alter, ich kann nur Solarmarsch spielen. Soll ich jetzt echt angreifen? Bin ich bescheuert? Ich habe irgendwo im Deck die Antwort darauf. Irgendwo habe ich sie. Von der Rotor bereits am Friedhof. Ich weiß, mir fehlt eigentlich noch die magische Steinausgrabung oder die Wellenbewegungsdiffusion. Irgendwo muss die mal sein. Stufe 3. Stufe 3. Stufe 2 habe ich auch, wa? Sehr schön, sehr schön. Stufe 2. Das könnte klappen, das könnte klappen. Oh, geht der gar nicht. Weil der kann... Nein! Kann man uns mehr rufen kann. Egal, ich wähle meinen Zug. Komm schon, Karte weg, Karte weg. Die Riesentrunane. Gut, bei der nächsten Zauberkarte.
Wo ist denn bloß mein Monster? Also mein Monster, meine Zauberkarte. Wo ist denn bloß? Ja, sehe ich mal wieder. Raigeki-Brecher. Ja, aber ich langsam auch. So. Der gespielt, dann, eine neue Variante, wa? Was macht ich bloß? Okay, es muss sein, weil das, ihr Monster, sprich der Schier, der Geist hier ist ein bisschen zu nervig. Ich opfere deinen Geist, dein Schier und setze mal verdeckt. So, Zug beendet. Aber die Leute haben noch 11 Karten entdeckt, da muss ich irgendwo mal die Zauberkarte bei nicht unbedingt brauchen. Oh Mann, ich würde mich selber Schachmatt gesetzt, natürlich ein bisschen doof. Was du nicht sagst. Das langweiligste Duell ever. Zug beendet. Mann, ey. Wo ist das Speed, wenn man ihn mal braucht? Topf der Gier, freundliche Wohltat, manche Steinausgrabung, wo seid ihr alle? Ja, manche Steinausgrabung, 2 Karten weg, hole ich mir freundliche Wohltat zurück, ziehe 3 Karten, wäre 2 Jahre, davon ist hoffentlich die Wellenbewegungsdiffusion. Das gibt's nicht, hey, was ziehe ich denn hier überhaupt? Wo ist die Karte hin? Ja, was mache ich da nur? Eine gute Frage. Meine Fresse, was ein lahmarschiges Duell. Na, endlich kommt sie mal. Ich dachte schon, wir irgendwie Nickern halten da unten. So, dann aktiviere ich mal diese Zauberkarte, werfe 2 Karten ab. Kann man damit eine neue Zauberkarte von dem Friedhof zurückholen. Und zwar die freundliche Wohltat. So, dann spiele ich sie auch gleich mal. Ziehe damit 3 neue Karten vom Deck und werfe nachher 2 ab. Mein Glaube soll jetzt was bringen, Freunde, aber ich habe schon 5 Karten. Oh oh. Jetzt sieht es aber ganz scheiße aus. Aber total. Was mache ich da jetzt? Was mache ich da? Okay, gehe auf Risiko. Es kann so nicht sein, hey. So, werfe die 2 Karten ab und rufe den Zwillingsschwertplünder im Angriffsmodus. Verdammt, der Versteckspiel hat langsam ein Ende. Ja, oder auch eben nicht. Flipbeschwörung, feindlicher Mega-Cyber, zeige dich. Gebieterischer Ritter, zeige dich. Jetzt geht mal voll in die Offensive. Kein Bock mehr drauf. Dann spiele ich seichtes Grab. Und hole mir ein Monster zurück. Die Frage ist bloß welches. Wollen Level 2 haben. Und momentan tenniere ich ja mal zu ihm hier. Zum Zwillingsschwertplünderer. Sehr schön. Dann spiele ich die Zauberkarte Spalt. Und vernichte dein Monster. Was einmal meins war. So, jetzt spiele ich ein mystisches Weltraum-Taifun und mache aus einem Feld, naja, ziemlich ein leeres Feld. Sehr schön. Dann spiele ich mal letzte Fallenkarte. Raigeki-Brecher. Wirf diese Karte hier ab. Und vernichte eine letzte verdeckte Zauber der Fallenkarte, was auch immer es sein soll. Falle also. Gut. So viel dazu. Jetzt ist Zeit für den Angriff. Gojo-Wächter! Wir müssen endlich mal den Zug beenden von eurem Part. Der glänzende Elf. Ja, jetzt kann ich beiden seinen Effekt nutzen. Sprich, ja, dessen Effekt eigentlich nur er. Ich kann mehr. Oh, kann gar nicht mehr. Kann nicht mehr im Deck. Das ist natürlich doof. So, Mega-Cyber. Nova-Beschwörer ist auch weg. Und natürlich rot. Wir tun einen anderen zu rufen. War ja klar.
Gebieterischer Ritter, vernichtet ein Nova-Wächter. Angriff! Ja, ist noch ein Deck? Nö, aber 9 glänzende Elfen. So, sehr schön. Bereits mal weniger Karten im Deck als ich jetzt. Das ist doch ganz geil. Dann spiele ich noch eine Karte verdeckt und beende meinen Zug. Oh Mann, hey, die Weltbewegungsdiffusion, die macht mich so diffus, ey. Nee, mal ganz ehrlich, ich habe mich so auf die Karte verlassen, ey. Ich dachte, da wäre so ein geiler Effekt, so zu gewinnen, aber nö, natürlich nicht. Ja, zu schön gewesen. Los, mein Elf, vernichtet ein Monster. Kann das überhaupt? Oh, er könnte. Aber nö, erlaube ich nicht. Tschüss. Nö, das wissen wir büßen. Jetzt ein Monster verdeckt. Und auch noch 2 nette Karten. Da haben wir natürlich draus. Hahaha. Natürlich traue ich mich. Der Schrotthaufen, hey. Gut, jetzt mal einen gebieterischen Ritter auf Verteidigungsmodus. Und rufe als Spezialbeschwörung Geschützturmkrieger. Indem ich meinen Mega-Cyber opfere. Sag Servus, Kumpel. Und zum netten, fetten Powerschub, Alter. So, jetzt noch einen Zwillingsschwerplünderer. Der ging netten, fetten Powerschub. Und jetzt greifen wir an. Mit voller Power. Zwillingsschwerplünderer beende das Duell. Mit Zwillingshieb. Und das war's. Ein bisschen unelegant, als ich eigentlich wollte, Leute. Ich muss leider zugeben. Aber immerhin verdient gewonnen. Meine Fresse. Was ein Überlänge-Part. Extrem viel DP. Cool. Und dann ist auch der zweite Transcender. Schnee von gestern. Cool, wir können bereits weitergehen und natürlich noch gegen Leo antreten. Tja, was wir genau machen werden, Freunde, das seht ihr dann wieder im nächsten Part. Hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.